Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja, ihr werdet es vielleicht am Rande mitbekommen haben, ich war jetzt eine Zeit lang nicht online. Also sprich, ich war schon online, ich habe aber nichts mehr ins Internet gebildet. Das lag zum einen daran, dass ich eine Zeit lang im Urlaub war. Und zum anderen daran, dass ich jetzt erst auch mal schauen wollte, wie sich die ganze Scheiße entwickelt. Und ja, ich habe bewusst auf die Ding Dong Staffel nicht reagiert. Ich habe da Ausschnitte gesehen beim Ofi, ihr kennt sie alle. Ganz ehrlich, mit diesem alle 5 Sekunden diesen Ding Dong Geräusch, der hätte nach 20 Minuten hätte ihr Hirn anderes mal gekriegt. Oder ihr wäre mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen oder irgend sowas. Das hätte ich nicht ausgehalten. Vor allem, weil wir, also es ist jetzt inzwischen auch offiziell der YouTube-Kanal, der kommt nimmer wieder. Auf allen anderen Plattformen ist er gesperrt. In dem Moment, in dem er sich da einen neuen Account machen würde, würde er sofort wieder gesperrt werden, weil er zu Tode gemeldet wird. Es gibt jetzt diverse Stimmen im Game, die einen sagen, ja, naja, das ist jetzt so eine Tiefphase und das Game geht weiter und irgendwie findet er eine Möglichkeit. Ich könnte mich dann auch Lügen strafen und sagen, hier Kasper, hier am 27.08.2022, da ist saftig Scheiße verzapft, weil da ist er wieder. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass der im Internet auch nur noch einen einzigen Cent erbetteln kann, ohne instant gesperrt zu werden bei allem. Und ich glaube, das checkt er langsam auch. Ja, dieser YouTube-Kanal war der einzige Grund, warum er diese, nennen wir mal, Existenz noch aufrechterhalten konnte. Und das ist jetzt weg. Und das ist endgültig und unwiderruflich weg. Das heißt, auf YouTube wird er nie wieder einen Cent Geld verdienen. Ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend, ich meine, er ist jetzt auch auf allen anderen Plattformen weg. Er ist ja Odyssey weg, TikTok 2-mal weg, Twitch auch Stunde gestreamt weg. Ich glaube sogar, sein OnlyFans-Account ist weg. Alles ist weg. Und dementsprechend, man merkt es halt auch an den aktuellen News, die es noch gibt. Gestern war er anscheinend da auf der Kerber in Emskirchen. Und da muss es auch eskaliert sein, erwägen. Ich habe dieses eine kurze Video gesehen von dem Hater, mit dem er sich da angelegt hat. Klar, da sind wieder einige fragwürdige Aussagen getroffen worden. Also zum einen dieses ich bin im Knast, dafür liegst du dann unter der Erde und dafür gehe ich gerne in den Knast. Dann sind die Sachen rausgerutscht, wo man wieder gemerkt hat, wie sein Mindset ist, so dieses, keiner zwingt euch in meinem Internet zu sein. Rainer ist der Meinung, das Internet gehört ihm. Und ich muss natürlich auch sagen, YouTube hat die letzten 10 Jahre auch wirklich alles unternommen, um ihm diesen Eindruck zu vermitteln. Ja, weil er hat ja wirklich 10 Jahre lang absolute Narrenfreiheit auf dieser Plattform gehabt. Der hat ja machen können, was er wollte. Und ganz ehrlich, der Account ist halt, sagen wir mal, also mindestens, das ist jetzt wirklich sehr, sehr wohlwollend ausgedrückt, sagen wir mal, mindestens 6 Jahre zu spät gesperrt worden. Mindestens. Ich weiß, da ist vorher schon genug passiert. Aber, also,
da hätte ich gesagt, da wäre schon, ja, das Glück erreicht, da dass ich schon so viel geleistet gehabt zu dem Zeitpunkt. Da hätte jeder schon 5 Kanäle verloren. Ich kenne Leute, die 5 Kanäle wegen weniger verloren haben. Also, dass er da jetzt endgültig weg ist. Und man merkt es ja auf anderen an. Er ist auf, for fuck's sake, er ist auf Pornhub gebannt. Ja. Alle anderen Plattformen brauchen da nicht so lange. Als wo ich im Urlaub war, ich schaue auf mein Handy, die Nachrichten gehen rein, so fast im Stundentakt, batsch, der Account weg, Snapchat weg, TikTok weg, Odyssey weg, alles weg. YouTube war der einzige Anker, der noch irgendwie in dieser ganzen Geschichte gelassen hat, und das ist halt zu Ende. Jetzt gibt es Leute, die dann auch sagen, ja, aber er hat ja gesagt, er will dagegen klagen. Mit welchem Geld denn? Der hat keine 2 Knöpfe mehr in der Hosentasche. Nach der Scheiße, die er gebracht hat, was ja auch wirklich offensichtlich war, er hat gegen die Richtlinie verstoßen. Er hat ein Video hochgeladen, während er einen Strike hatte, auf einem anderen Kanal, um den Strike zu umgehen. Batsch, dann fliegst du. Kein Anwalt auf dieser Welt, der nicht komplett kernbehindert ist, würde sagen, ja, freilich, Herr Winkler, vertreten wir Sie da. Sie haben zwar absolut kein Geld, keine Rücklagen, wir wissen aus zuverlässiger Quelle, und zwar Ihrer, dass Sie nicht mit Geld umgehen können. Das heißt, wir werden dafür niemals bezahlt, und und die Klage hat also praktisch 0,00001% Chance auf Erfolg. Weil wir Jura zur Gaudi studiert haben und damit kein Geld verdienen wollen. Freilich, da lassen wir uns jetzt mal mit ihnen zusammen auf einen Monate, vielleicht Jahre dauernden Rechtsstreit mit YouTube ein. Merkt er selber. Das wird nicht passieren. Ja, und ohne Klageweg kriegt er die Scheiße nicht wieder. Und ohne seinen YouTube-Account ist das Game vorbei. Da kann er jetzt dann meinetwegen noch besoffen auf der Kirchweih irgendwelche Leute anpöbeln. Das soll er machen. Ja, es ist, solange da niemand verletzt wird, sollen sich die Leute da die Zeit nehmen. Ist mir egal. Ich würde es nicht machen, ganz ehrlich. Mein Ziel war raus aus dem Internet mit ihm. Dieses Ziel sehe ich aktuell als erreicht. Und das freut mich. Und dementsprechend. Also ich bin mir zu 95% sicher, dass das Game vorbei ist. Zu 95% sicher. Da müsste jetzt, und auch das werde ich mir, wenn die 5% eintreten, zu Recht von mich anhören müssen. Da müsste zum Teufel zugehen, dass da nochmal was passiert. Dass der im Internet auch nur noch eine einzige müde Mark irgendwie erbetteln kann. Sehe nicht. Ja, dementsprechend, ich habe unter meinem letzten Video jetzt die Kommentare bin ich mal durchgegangen. Sehr, sehr, sehr viele Leute sagen, ich soll weitermachen. Ich hätte auch Bock, generell weiterzumachen. Ich würde halt mir vorher Urlaub nehmen. Ich habe momentan echt viel um die Ohren. Mit einer der Gründe, warum ich jetzt die letzten 2 Wochen nichts gemacht habe. Das wird sie wahrscheinlich so Ende Oktober, Anfang November wird sie das ein bisschen beruhigt haben. Und da kann ich mir dann um solche Sachen wieder einen Kopf machen. Vor allem, weil, wenn ich was machen würde, würde es mehr Arbeit beinhalten. Ich müsste dann Skripte schreiben, mir Themen ausdenken. Bisher war es sehr einfach. Ist ja geschenkter Content eigentlich. Ja? Der Dicke hat was ins Internet geknödelt. Man ballert das ins OBS, drückt auf Play und reagiert drauf. Fertig. Das ist keine große Kunst. Und es wird auch nicht, sagen wir mal, Produktionsvalue wird sie bei mir auch in Grenzen halten, weil ich das halt immer noch als Hobby machen würde. Aber also meine Pläne sind halt einfach über Sachen sprechen, die ich mag. Über Sachen sprechen, die ich nicht mag, vor allem.
Hier, Family Guy mäßig. You know what grinds my gears? Dinge, die mir heftig auf den Sack gehen, da gibt es richtig viele. Und dann dementsprechend mit euch da in den Kommentaren drüber diskutieren. Das wäre der Plan. Und ich möchte ihn gerne umsetzen. Wie gesagt, wenn ich das Game für komplett beendet erachte, würde ich dann auch wirklich einfach wahrscheinlich auf diesem Kanal neu anfangen, den Kanal ein bisschen umstrukturieren. Die ganzen Drachenlord-Sachen erstmal offline nehmen. Und ich habe die alle gespeichert. Ich würde die im Notfall noch auf der Cloud hochladen oder so. Und würde dann praktisch neuen Content ohne Rainer machen. Sollte das Game wieder erwarten, ein paar Monate später wieder neu entflammen. Keine Ahnung, es gibt eine neue Plattform für Vollidioten, auf der man Geld verdienen kann und auf der man nicht gebannt wird, wenn man Rainer ist. Und er wäre wieder da. Werde ich es mal überlegen. Aber ich nehme mal an, dass ich das wahrscheinlich nicht unkommentiert lassen kann. Genau. In diesem Sinne, geduldet euch ein bisschen. Es wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen ruhig auf diesem Kanal, bis ich meinen ganzen Scheiß irgendwie geregelt habe. Und dann, bis dahin wird es ja deutlich rauskristallisiert haben, wo das jetzt mit dem Game hingeht, weil Rainer hat jetzt vielleicht noch ein paar Mark von YouTube gekriegt und mit dem kann er sich vielleicht noch 2-3 Wochen über Wasser halten, aber es ist Rainer, der pulvert das schneller wieder raus. Und also meine Theorie ist, dass er dann irgendwann wahrscheinlich ja, bei der Sozialstation aufschlägt in der nächstgrößeren Stadt und sagt, hier, ich bin obdach und mittellos, und dann wird er irgendwo irgendeine Sozialwohnung wahrscheinlich kriegen nach einer Zeit auf Hartz IV, und so läuft das. Das wird ab und zu wird's mal eskalieren, wenn man ihn auf der Straße sieht und irgendwelche Leute ihn auf den Sack gehen. Im Übrigen, wie gesagt, ich würde es nimmer machen. Der Mann ist besiegt. Besiegter wie jetzt kann er eigentlich kaum noch werden. Wenn der sich auf der Kerwa 3 Massen ins Gesicht stellen will, lasst ihn sich 3 Massen ins Gesicht stellen. Ich meine, da alleine im Regen sitzen und sie voll laufen lassen, ist halt schon traurig genug. Also ganz ehrlich. Ne? Gut. In diesem Sinne. Ich danke euch nochmal für die ganzen lieben Kommentare unter meinem letzten Video. Und ich hoffe, dass ich euch da dann demnächst einfach ein bisschen was bieten kann. Dann sage ich erst einmal, tut nicht, was Rainer tut. Ihr seht, wo es hinführt. In die Obdachlosigkeit. Und Metal off.